Vielmals merci, ich wollte mal vielleicht aufhängen, indem ich die Eichpurierten hier gehört habe, wie ich so wie hoffentlich ich auf das Partei sind und noch auf die Reden, die hier gehalten gehen. Heute sich nach kein Hingestalt an den Schnuddelhung nur gemerkt, wie der dann andere Parteien der Fall ist. Aber ich meine, wir halten darauf, dass wir an diese Reden ein bisschen Substanz vermitteln und uns nicht an onomatopoetischer Lautmalerei verehren. Wir haben hier eng Reihe wo Sujeten, die wir wollen ausschwätzen haut. An der Gastmenge hat zu mir gesagt, schwätz über Migration, schwätz über Integration. Da will ich das kurz machen, und ich meine, ich will mehr an einen geestfähigen Unterschied zu weisen zwischen 2013 und 2018. An den letzten Wahlen, die wurden dominiert von der Morosität vom Ende von der Juncker-Ära. An der Wahlkampf wurde ein bisschen darüber axeiert, an all die anderen wichtigen Sujeten, auch die, die wir als Partei wollten noch vorbringen, die sind untergegangen. Am Blick also es ernst, wie sie nie an der Politik wird geschieht, wir haben heute eine Situation, wo Land sich auch für die Sujeten interessiert und muss interessieren, weil sie einfach aus der Aktualität und aus den Problemen aus der Welt nicht rauszudenken sind, die mir wie wichtig fanden, die mir proposieren und wo wir ganz gut Lösungen haben. Ich will kurz eben über Migration und Integration schwätzen. Auch das ist etwas, was sich an dieser Legislaturperiode fundamental geändert wird. 2013 wusste man noch nicht, was 2015 ging geschehen, aber was als Gesellschaft fundamental geändert wird, was als politische Kultur auf vorgestellt wird, wo man so viele Konsequenzen zu drohen und hat. Als RDR muss ich daran erinnern, dass wir 2015 direkt reagiert hatten, wo sich die Migrationsfälle angekündigt hat, und gesagt haben, wir wollen das lesen mit Herz, wo Not ist, wo Leute müssen Schutz kriegen, da wollen wir das machen, aber auch mit Verstand, gucken, was sind Möglichkeiten konkret für als Gesellschaften zu helfen, was ist der beste Weg für das zu machen, und am Respekt vom internationalen Recht, und auf die Konventionen verwiesen, die an dem Bereich gelten, von denen wir wollten, dass sie appliziert gehen. Wie wird das geschieht? Und das sind alles gravierende Sachen, und dafür meine ich, soll man als ADR das auch an Erinnerung haben, dass die Analyse von der Situation und Lesungen kann so rausfiltern, dass in das gesagt wird, was eben geschieht ist. Das Erste, was geschieht ist, dass das internationale Recht außer Kraft gesetzt wird. Denn Herr Asselborn hat an der Chambre nach das Wort gesagt, die EU wäre ein Rechtsstaat. Das muss ich auch vorzeigen. Es kann nicht sein, dass von einer Situation kommt, dass dann einfach durch Decision von der deutschen Regierung ein europäisches Rechtsinstrument, das wir alle gut ratifiziert haben, außer Kraft gesetzt wird. So etwas wird nicht gehen. Und ich meine, eng von den Konsequenzen ist, dass man muss erkennen, dass man auch das Europarecht verteidigen, da wo es sich muss gegen den politischen Willen behaupten. Es kann nicht sein, dass eine Regierung auch nicht die von dem Membersland, das die meisten Aufnahme hat, einfach dezidiert, europäisches Recht außer Kraft zu setzen, weil die Konsequenz ist natürlich, was sie mir dann als kleines Land an europäische Recht danach wird, auf das wir aber immer insistieren. Eine zweite Sache ist die Verteilung von den Flüchtlingen, dass so die deutsche Regierung, die eigentlich die Grenzen abgemacht hat, dezidiert hat, dass Dublin nicht mehr gilt. Und die zweite Sache, wo als Regierung Herr Asselborn sich ein bisschen überholt hat, wie die Erfüllungsgehilfe von der deutschen SPD, ein bisschen der Muppi von der deutschen Regierung, den eigentlich das gemacht hat, was sie wollten, nämlich wo sie die Last nicht mehr gepackt haben, will zu gucken, wie das an Europa zu verteilen. Da sind aber Länder, die eine ganz andere Position vertreten haben, was der legitime Standpunkt ist, wohin durchgesagt wird, dass da ein Wort geholt ist, wo Länder überstimmt werden. Auch das ist historisch an Europa. Wir hatten das eigentlich nicht mehr so eine tiefe Krise hinter dem Kompromis de Luxembourg, so das geherrscht an den 60er Jahren, wo Frankreich eine Zeit lang gar nicht mehr an die Reunion gekommen ist, weil probiert wird, sich über französische Interessen wegzusetzen. An der Kompromis de Luxembourg, den sich über Jahrzehnte gehalten hat, das war eigentlich die Idee, war vital Interesse von einem Land engagiert, sie wenn ein Land mengt, das wäre so wichtig Enjeux, dass es nicht viel mitmachen, für das zu respektieren. Das gouf 2015 probiert außer Kraft zu setzen, mit dem Resultat, dass Europa heute gesplittet ist und zerstritten ist, wie noch nie.
Wir als ADR wir müssen Länder respektieren. Wir brauchen in Europa wo die Nationen, weil wir können doch Europa nimmen opbauen, wenn wir alle Länder u Bord tun an nicht probieren, einen gegen den anderen mit Druck zu operieren, wie sie an etwas ranzuzwingen, was sie nicht füllen. Wir müssen einfach hingehen, und auch gegen die einer CSV, die immer verkündigt, als Europapolitik ist nicht gut, wir können nicht mit denen. Wir müssen so, es gibt keine andere Europapolitik, die eine Zukunft hat, wie die wir proposieren. Weil das war dir die letzten Jahre gemacht hat, das war dir gehört, Druck, wirklich politisch Erpressung heißt du. Allo probieren Länder mal zu uns erpressen. Da brauche ich kein großer Psycholog zu gesehen, wie zu gesehen, dass das an den Sackgasse feiert, an das Europa, was wir brauchen für als Markt, für als freie Bewegung und so weiter, auch gefolgt durch eine integrationistische Politik, die gegen als Interesse verstehst. Etwas Drittes, was geschieht ist, aber doch ganz wichtig ist, das ist die Einschränkung der Meinungsfreiheit. Wir spüren alle guten Druck an zur Zeit zu Lützeburg, denken wir, wir hatten noch eine Interpellation an der Chambre gemacht, über die Meinungsfreiheit. Lo 80 Jahre, das war 2017, no Maulkurve gesetzt, haben wir gedacht, wie dax das Gefühl, ich kann nicht mehr so, was ich denken, ich habe nicht mehr das Gefühl, an einer wirklich freier Gesellschaft zu leben. Und auch da so mir als ADR, natürlich muss man wissen, dass eine Demokratie nicht mehr kann überleben, wenn das Recht auf freie Meinungsäußerung garantiert ist. Und dafür stimme ich an. Aber wir brauchen noch dafür eine freie Presse, und das ist auch ein Korollär von der Meinungsäußerung, dass der Verlust an Verlust vom Vertrauen an den Deel von der Presse, wird mit der ganzen Migrationskrise mitkommen ist, weil eben auch Leute das Gefühl hatten, dass eine Diskussion, eine kontroverse Auseinandersetzung nicht mehr richtig möglich ist. Haut wie wat Migration zu schwätzen, sind wir an einer Situation, wo wir auch wäsch sind an der Realität von dem Bild, was wir als gerne machen, wie zu so mir helfen denen, die an Not sind, die in einer Krisensituation kommen, die Hilfe brauchen. Die Realität ist viel mehr komplex und nicht immer so schön, wie wir sie wollen. Wir haben erstens ganz stark auch zu Lützeburg immer Immigration aus dem Balkan, die echt eine Wirtschaftsmigration ist. Am Balkan ist kein Krieg heutzutage. Es gibt natürlich Spannungen, aber wir haben keinen offenen Krieg mehr, wie man an den 90er Jahren hatten. Das sind keine Kriegsgebiete. Aber wir kriegen erzählt an der Chambre Situationen, die mich so tief schockieren. Wir haben Bussen aus Albanien, wo Eltern hier Kanner dran setzen, da kommen sie mit den Kanner plötzlich beschlossen, Kanner heuer fuhren zurück, weil sie hoffen, dann irgendwie nie wird Familien zur Summenfeierung können, dann hierhin zu kommen. Wir haben andere Situationen, wo wir gesehen, dass das Asylrecht missbraucht wird. Die sogenannten Dubliner, die an ein paar Memberstaaten einen Antrag stellen, wir können zu bleiben. Wir haben ganz viele Leute aus dem Maghreb, die wir auch an Algerien, an Tunesien, das näherens Krieg, an Erwer probieren, die können hier zu bleiben. Wir haben also eine Multitude von Erscheinungen, von Migrationsbewegungen, die absolut nicht das sind, für was die Instrumente gebraucht werden. Und ich meine, wir müssen auch gucken, als ADR, auf jeden Fall mal, dass wir die Courage haben, wenn wir an der Verantwortung stehen, für den Rest Geltung zu verschaffen. Wie zu sagen, die Leute, die in Not sind, die können bei uns bleiben, solange die benötigt ist, während die anderen, da muss man eine Politik verfolgen, wo man wirklich den Missbrauch erstellen. Zur Integration. Auch da will ich nicht allzu lange schwätzen. Wir hatten eine Debatte vor an der Chambre, wo wir als ADR insistiert haben auf die Bedeutung in der Lützeburger Sprache. Ich meine, der Jean und Sängeriert hat das auch schon gesagt, wie wichtig ist das ist, aber recht. Weil wir gehen eine Minorität in diesem Land, durch den Sold migratoire, viele andere Kollegen haben schon das angeschwärzt. Aber wenn wir als Lützeburger Gesellschaft gerne eine Zukunft hätten, wenn wir uns nach Fülle gesehen auf 50 Jahre, also Lützeburg, an dem wir uns auch gerne immer kennen, wenn wir heute das Fülle projizieren, da geht das natürlich nicht ohne als Spruch, ohne als Kultur, ohne als Traditionen. Aber wir werden als ADR auf jeden Fall immer, ob an der Regierung, ob an der Opposition, eine Politik machen, die uns erlaubt, die Lützeburger Community den Heritage, den wir durchstellen, das wird wir in Europa sehen, auch weiter zu projizieren in Zukunft. Das ist eine Verantwortung gegenüber denen, die für uns wären, die das Land abgebaut haben, an ein Engagement gegenüber denen, die nur uns kommen, an die das sollen können weiterfeiern, was eben uns ausmischt. Mir wie mit der CSV. Ich will die speziell hier nehmen, weil die auch immer die sind, die Menge, sie könnten uns Lektionen geben.
Und ich will da ein bisschen just 2 Initiativen von der CSV löwend afirheben. Ich habe löwend afirheben unendliche Courage an der Referendumsdebatte mit der extrem couragierte Devise geht gut informiert an die Wahlkabine. Ich will ausdrücklich hervorheben, dass es nicht 2 politische Forzen an diesem Land gibt, die Courage hat, wie zu so 3-mal nee, das war mir als ADR, und waren Kollegen vom W, die heute bei uns sind. Merci Fred für dich und den Kollegen, die damals mit uns die damals mit uns den Kampf gefeiert haben, über den das CSV gut informiert an die Wahlkabine ging. Das ist interessant auch für uns. Wir zu sagen, wie kann der CSV dann eigentlich trauen an der Integrationspolitik? Weil nur dem Referendumsresultat, nur dem 3-mal nee, als das echt, was sie gemacht haben, den Herr Wissler hat eine Initiative geholt, hier selber, zukünftigen möchte gern Premier, wie sie so wie 20 Jahre am Land lebt, an der Spruch nicht gelehrt hat, der kann aber nicht bei Nationalität kreieren. Das ist ein schöner Kado. Ein Kado, der belohnt für eine Nicht-Integrationsleistung, für eine Nicht-Integrationswelle. Das ist nicht die Weg, die wir gehen. Wenn ihr Lützeburger Nationalität haben, da soll Lützeburg lehren, auf einem guten, anständigen, vertretbaren Niveau, nicht dauernd Spruchkriterien aufsetzen, nicht Nationalität prädieren, und wir werden auch hier an unserer Politik auf der Linie bleiben. Und die Integration, und vor allem politische Partizipation, geht bei uns nicht mehr über Spruch an Nationalität. Die zweite Initiative, und das feiert uns nur in Zukunft, hat das eben den Enjeu für den nächsten Wahlkampf. Wo wir uns müssen vorstellen, wie geht es da los? Wir hatten das Referendumsresultat 2015, und wir spüren, und wir hören an der Chambre und an allen Debatten, dass 5 Parteien von den 6 an der Chambre probieren, einen Weg zu finden, wie ernst das Referendumsresultat zu kommen, weil sie ja eigentlich alle gut für das Ausländerwahlrecht wären. Also sichern sie einen Weg, für das aber können zu kriegen, ein ernst Referendum sich zu schleichen. Wir haben an der Chambre das Woche dat jo diskutiert, und ich meine, muss den CSV felicitieren, wie die Idee anderem, wo Herr Wissler, dem Premier, ich weiß nicht, ob er Premier von Lützeburg oder Premier von der Asti gehen, mir eng sagt, als Sänger wird Martin Mergen gesagt, war eine Initiative vom Herr Wissler, dass er gesagt hat, der Conseil national des étrangers, Conseil national des étrangers, der soll direkt von den Ausländern hier am Land gewählt gehen. Das hat eine politische Bedeutung, die man in die Diskussion herbringen muss. Das ging heißen, dass die zukünftige Majorität am Land, weil an ein paar Jahren sind die Ausländer, wenn nicht los schon oder Punkt, sind sie die Majorität. Das heißt, es ging ein direkt gewähltes Parlament von der Majorität gegen den Ausländer. Und wir, Lützeburger, wir gingen das minoritär, das direkt Chamber, die eine Minorität am Land durchstellt, auch direkt wählen. Das ist also eine bossische Situation. Dann hat man neben den E-Parlament, das sich alles zu sagen hat, das Chamber, das eine Minorität repräsentiert, und daneben das Parlament, das Majorität repräsentiert, und nichts zu sagen hat. Wie meint ihr, dass sich das neben den Gängen über Zeit entwickeln? Wie meint ihr, wie lange dass wir das durchhalten könnten? Die CSV-Politik, die Loden Herr Wissler da an die Welt gesagt hat, die feiert zu einer Splickung vom Land. Wir als ADR, wir so eine Integration. Wir wollen zusammen feiern. Wir wollen das Gesellschaft mit unseren ausländischen Mitbürgern zusammen aufbauen. Und wenn sie wollen politisch partizipieren, hinnen das über die Wehwunde an Nationalität auch ermöglichen, also sie encouragieren, den Weg zu gehen. Wir wollen ein Land, das zusammensteht, mit einer Solidarität. Aber was mich CSV, sie proposiert, Splickung, politische Konkurrenz, Streit, und das als Zukunftsmodell für Lützeburg. Ich meine, an diesem Beispiel, mehr wie an anderen, erkennen den verantwortungsvolle Politik von der ADR. Erstens ein Bekenntnis zu unserem Land, zu unserer Nation und zu unserer Zukunft als Nation.
An op der CSV seit eng helle Floss, helle Wull vun Ideen, die probiert gëtt ze entwickeln, fir kënne lernchte Referendum zu kommen. De Kollege vun der CSV muss in Heilor so machen mir dat net, also geht het net a mir Wettmeister gen stellen. Mir als RDR, wir hunn eng Lin, wir sind fir Integration, wir sind fir en gemeinsamen Zukunft och mat den ausländische Matbierger, aber mir fenken net Initiativen zu unterstützen, die als Land können an auf jeden Fall so wie mir gehätten erfrostellen an als nimme Probleme bringen. Zu summen, sage mir für eng einer auf eng vernünftige Politik ist doch nicht merci.